meine Damen und Herren, als Obmann des Kreises für Kultur und Bildung heiße ich Sie hier im Rathaussaal zu Delfs, die Sie aus nah und fern zu uns gekommen sind, recht herzlich willkommen. Wir freuen uns von Herzen, dass Sie zum Teil aus ganz weit entfernten Orten oder Ländern zu uns gekommen sind, aber die Bedeutung und die Wertschätzung unseres heutigen Gastes, glaube ich, war von vornherein die Ursache, dass der große Rathaussaal Delfs in Kürze ausverkauft war. Um den vielen Interessenten doch noch die Möglichkeit zu geben, diesen heutigen Vortrag zu sehen und zu hören, haben wir uns entschlossen, in einer Videoaufzeichnung direkt in den kleinen Rathaussaal zu übertragen. Und ich möchte von hier aus auch unsere mehr als 200 Besucher im kleinen Rathaussaal herzlich willkommen heißen. Schönen guten Abend. Mit ganz besonderer Freude aber darf ich unseren heutigen Gast begrüßen, Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross. Herzlich willkommen in Delfs. Ja, ich darf noch zwei Dinge, habe ich mir hier notiert, im Namen von Frau Dr. Kübler-Ross Folgendes mitteilen. Unsere Zuhörer und Gäste im kleinen Saal mögen bitte nach Schluss der Veranstaltung vielleicht noch sitzen bleiben. Frau Dr. Kübler-Ross wird gerne auch zu Ihnen hinaufkommen, damit sie persönlich kennenlernen kann. Sie möchte gerne auch allenfalls mit Ihnen sprechen. Ich finde das ganz, ganz nett von Ihnen. Dankeschön. Schwerkranke oder Angehörige, die Schwerkranke zu Hause haben, vielleicht schwerkranke Kinder, mögen Sie vielleicht bitte nach der Veranstaltung hier bei mir noch einfinden, wenn Sie wünschen, mit Frau Dr. Kübler-Ross privat hier in der Garderobe noch zu sprechen. Sie hat sich freundlicherweise bereit erklärt, also private sozusagen Gespräche noch zu führen. Und als letztes, wenn Sie sonst Kontakt aufnehmen wollen mit Frau Dr. Kübler-Ross, dann wenden Sie sich bitte an den Kreis für Kultur und Bildung. Wir haben Telefonnummern und Adresse von Ihrer Schwester Eva Bachmann, Eva Bacher-Kübler, vor lauter hinunterschauen. Darf ich Sie mit besonderer Freude auch begrüßen? Bitte schön, stehen Sie auf, Frau Bacher, damit Sie Leute sind. Denn letztlich haben wir heute auch wieder im Auto, glaube ich, festgestellt, verdanken wir es Ihnen, dass Sie die Frau Dr. Elisabeth überreden konnten, doch meinen Bitten nachzugehen und nach Delfs zu kommen. Dafür herzlichen Dank. So, jetzt ist auch meine große Nervosität zu Ende, die Sie sicher gespürt haben. Als Kulturveranstalter hat man normalerweise Angst, dass zu wenig Leute kommen, nicht? Das geht mir bei jeder Veranstaltung eigentlich so. Und seit Tagen ist es eher umgekehrt. Aber das freut mich jetzt umso mehr. Dankeschön. Guten Abend. Vor 2 Tagen war ich noch in Amerika und in 2 Tagen bin ich in Griechenland. Ich habe also am Anfang noch ein bisschen Mühe mit der deutschen Sprache. Wenn es nicht geht, dann spreche ich Schweizerdeutsch. Versteht ihr das alle? Nur im schlimmsten Fall. Als ich reinkam durch die Hintertüre, wisst ihr, was mich begrüßt hat? Ein Sarg. Ein Sarg. Da hinten. Das kommt von irgendeinem Bühnenstück her. Dann habe ich gedacht, jetzt kann ich nicht vom Leben sprechen, ich muss vom Sterben sprechen.
Das war so die erste göttliche Fügung. Ich bin sehr froh, noch einmal in Tirol zu sein. Die einzigen Workshops, die wir noch geben, ist in Tirol. Und das ist im oberen Walsertal, vor Arlberg. Das ist, ja also, das ist gerade um die Ecke, gar nicht so weit weg. Das sind Workshops, die wir geben, um das den Menschen beizubringen, was die meisten bereuen am Ende ihres Lebens. Und das ist, dass sie mit so viel unerledigten Geschäften durch die Welt gehen und sich überhaupt nicht bewusst sind, wie viel unerledigte Geschäfte man mit sich trägt, die einem unglücklich machen, die einem nicht erfüllt werden lassen. So viele Menschen, die einen Beruf ausüben, die ihnen gar nichts sagt und die unglücklich sind und hässlich sind und negativ werden und niemand weiß, wer das kommt. Und das wäre so einfach, ein bisschen von Zeit zu Zeit über das Leben nachzudenken, nicht über die Quantität des Lebens, aber über die Qualität des Lebens und eben das reparieren, bevor man am Sterben liegt. Wir haben jetzt eine große Tragödie auf der Welt, ich weiß nicht, wie weit das schon ist in Österreich, und das ist die große AIDS-Epidemie. Da, wo ich wohne, haben wir 3 Millionen Kranke und 3000 kleine Kinder, die mit AIDS auf die Welt kommen. Und das wird auch hier immer mehr und mehr geben in Europa. Und es ist sehr wichtig, dass ihr euch damit befasst, dass ihr nicht nur den Kopf wie wie sagt man, in den Sand steckt, sondern dass man eben eine Meinung darüber hat. Und das ist eine wundervolle Gelegenheit, sich auch seiner eigenen unerlegten Geschäfte ein bisschen in Kontakt zu kommen, weil die einzige und einfachste und billigste Weise, die eigenen unerlegten Geschäfte zu diagnostizieren, ist immer zu schauen, worauf und auf wen ihr negativ reagiert. Wenn ihr auf irgendetwas, irgendeinen Menschen, irgendein Thema, irgendetwas mehr als 15 Sekunden negativ reagiert, ist das eure eigene Angelegenheit und hat gar nichts mit der Welt zu tun. Wer in diesem Hörsaal reagiert nicht mehr als 15 Sekunden auf irgendetwas negativ? Das heißt, ihr braucht alle einen Workshop. Und das könnt ihr ganz gut machen, wenn ihr den Mut habt, ehrlich zu werden. Das ist die wichtigste Aufgabe bei der Sterbehilfe und bei der Lebenshilfe, dass man einfach von Zeit zu Zeit sich immer in den Spiegel schaut und sich selber ein bisschen betrachtet und schaut, wie oft man negativ und hässlich und ungeduldig wird und dann herausfindet, woher das alles kommt. Lebenshilfe und Sterbenshilfe sollten eigentlich dasselbe sein. Es gibt jetzt in der Schweiz auch, ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch schon gibt, Hospizen. Habt ihr schon Hospizen in Österreich? Ich glaube noch nicht, es ist so an der Zeit. Also nächstes Jahr solltet ihr dann schon eure eigenen Hospizen haben. In Amerika ging das jahrelang, bis wir das eingeführt haben dort drüben. Und das wird auch hier so eine Zangengeburt sein. Aber es ist nur die erste Geburt eine Zangengeburt. Wenn man ein Hospiz, das sind so Kliniken, wo Schwerstkranke hinkommen, die keine Familie haben, die dann ganz liebevoll gepflegt werden. Und zwar mit der speziellen Betonung, dass die Menschen schmerzfrei gehalten werden. Und das heißt in Österreich Mundidol. Kennen das alle? Das Mundidol. Mundidol ist ein Schmerzmittel, das man oral durch den Mund gibt, nicht mit Injektionen. Und da kann man schwerst Krebskranke, also 99% aller Krebskranken, schmerzfrei halten. Und das müssen alle wissen. Das ist ein wunderbares Mittel, haben wir in Amerika seit vielen Jahren, in der Schweiz auch in Österreich seit vielen Jahren schon verabreicht, und jetzt müssen die Leute keine Angst mehr haben vor Schmerzen beim Sterben. Und da wollten ja früher, als ich meine Sterbenshilfe angefangen habe, vor 25 Jahren,
haben viele, viele Leute gebetet und gebetet, ob man ihnen eine Überdosierung gibt, weil sie nicht so wahnsinnig leiden wollten am Ende des Lebens. Und jetzt, seit wir das Mundidol haben, oder in Amerika heißt das MST, ist diese Nachfrage viel, viel, viel weniger aktuell geworden. Und das ist etwas, das möchte ich gerade von Anfang an sagen, dass es keine Entschuldigung gibt, um ein Leben absichtlich zu verkürzen. Wir nennen das aktive Sterbehilfe. Das ist also total gegen die universellen Gesetze. Es soll kein Mensch jemandem eine Überdosierung geben, auch wenn man 100.000 Ausreden hat, dass die Leute leiden und dass sie selber sterben wollen. Das gibt einige universelle Gesetze, die man einfach total und absolut einhalten muss. Wenn jemand furchtbare Schmerzen hat, dann stimmt etwas nicht mit der Schmerzbehandlung und dann muss man vielleicht eine Konsultation von einem Arzt zuziehen, der Erfahrung hat mit diesem Mundidol und der ein Spezialist ist von der Schmerzbehandlung bei Krebskranken. Die AIDS-Epidemie bringt natürlich ganz andere Probleme mit sich als die Krebskranken. Wir haben Jahrzehnte uns speziell auf Krebskranke spezialisiert, auch sehr viele Leute mit Multiple Sklerose und Amyotrophische Lateralsklerose. Aber niemand hat daran gedacht, dass eine ganz neue Krankheit in diese Welt kommen könnte, die nicht nur Millionen von Menschen mit einbezieht, ob sie selber Patienten sind oder Familienmitglieder der Patienten. Es ist tragisch für alle Beteiligten, aber die Tragödie von AIDS ist, dass das alles, fast alles ganz junge Leute mit einbezieht, die eigentlich noch nicht mal richtig angefangen haben zu leben, die noch ihr eigenes Leben kaum verdienen können. Und wenn man so Workshops hat mit nur AIDS-Kranken, wo so Leute von 19 bis 39 Jahren in allen verschiedenen Stufen des Sterbens liegen und nicht mal mehr aufsitzen können, nichts mehr tun können, können sich einen Begriff machen, was das für eine große Tragödie ist. Wer in diesem Hörsaal würde ohne Hemmungen ein Baby adoptieren, das AIDS hat? Also hoffentlich nicht nur meine eigene Schwester. Ich frage nochmals, wer würde ein AIDS-Baby adoptieren? Wir müssen aber aufpassen, weil ich werde sie wieder erkennen. 3 Leute. Woran, ein paar mehr. Wenn ich ein drittes Mal frage, kommen vielleicht noch mehr. Streckt nochmal die Hände auf. Von was haben alle anderen Angst, so ein Kind zu adoptieren? Bitte? Vom Zuschauen müssen, wenn Sie Angst haben vor dem Zuschauen müssen, dann kann das auch in Ihrer eigenen Familie passieren, mit anderen Krankheiten, und da können Sie sich nicht davor schützen. Es gibt Tausende von Tragödien, wo man zuschauen muss, ohne sehr viel tun zu können. Und das sind alles Lektionen des Lebens. Wer hat sonst noch Angst vor etwas? Seid jetzt ehrlich, sieht euch gar niemand, sagt alles, was euch plagt. Wer hat Angst vor Ansteckung? Ehrlich. Sie können kleine Kinder in den Armen nehmen, sie vernuscheln, verküssen, alles machen mit den Kindern. Sie bekommen nicht AIDS. Ich habe jahrelang mit AIDS-Baby gepflegt und verküsselt und verschmutzt und also ganz goldig, und da können Sie nicht AIDS bekommen. Da müssen Sie sich ausbilden lassen, wie man AIDS bekommt. Ohne Sex und schmutzige Nadeln bekommt man nicht AIDS. Wir haben eine Mutter gehabt, die hat Zwillinge gehabt. Ein Kind hat AIDS bekommen von einer Bluttransfusion und das andere, der Zwillingkind, ist in seinem eigenen Bettchen mit dem schwerkranken Kind, hat gelebt, bis das Kind starb, und das Zwillingsgeschwister hat keine AIDS und ist jetzt total gesund. Sie müssen es wissen. Man muss furchtbar die Leute aufklären, wie man AIDS bekommen kann.
und man kann von kleinen Kindern nicht AIDS bekommen, außer man sei furchtbar unhygienisch. Und das sind ja die Österreicher nicht. Wenn jemand ein Kind hat, das schwer krank ist, oder ein Familienmitglied, das sehr krank ist, dann kommt einem plötzlich in den Sinn, wie zufrieden man hätte sein können, bevor diese Tragödie kommt. Vor einem Jahr hatte ich einen Schlaganfall und von einer Minute auf den anderen war ich gelähmt auf der rechten Seite und konnte nicht mehr sprechen. Und das war ein wahnsinnig guter Lehrplatz, sagt man dem auch so. Man lernt unheimlich viel. Man hat mir immer gesagt, jetzt musst du ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger machen, ein bisschen weniger rumreisen. Nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr und dann pfum. Da war ich gelähmt, kam in ein Krankenhaus, eine katastrophale Erfahrung. Das Erste, was man mir gesagt hat, jetzt hörst du auf zu rauchen. Ich wollte diesem Mann sagen, nein. Ich konnte nicht mehr richtig sprechen. Und er hat mich nicht ins Krankenhaus aufgenommen, bis ich ihm hätte versprechen sollen, dass ich aufhöre zu rauchen. Wenn jemand 40 Jahre raucht, hört man nicht auf, nur weil ein Arzt sagt, du musst jetzt aufhören. Ich wenigstens nicht. Dann habe ich ihm gesagt, nein. Dann hat er gesagt, er weist mich nicht ein. Dann habe ich gesagt, ja, muss ich halt wieder nach Hause gehen. Und nach Hause gehen heißt 1,5 Stunden über den Berg fahren. Und dann habe ich meine Helfer da oben gebeten, die sollen mir helfen. Ich muss einen anderen Arzt haben, einer mit ein bisschen mehr Herz, mit ein bisschen mehr Verstand und nicht so brutal und nicht so arrogant. Und in einer Minute kam mir der liebe Gott zu Hilfe. Und das funktioniert immer so. Kam ein ganz junger Assistenzarzt und sagte diesem großen Chef, Herr Doktor, wir haben ein furchtbares Problem. Die Frau vom Dekan ist eingeliefert worden, muss auch auf ihre Abteilung gehen. Das ist eine Abteilung für Hirnschläge. Und die Frau refusiert, ins Spital aufgenommen zu werden, nur wenn sie rauchen darf. Was tue ich jetzt? Das ist ja die Frau vom Dekan. Und dann habe ich natürlich sofort zugehört. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, die darf man nicht abweisen, da müssen Sie halt ins Raucherzimmer stecken. Ich habe noch nie so schnell gelernt, wieder zu sprechen. Ich habe gesagt, ein Zweierzimmer bitte. Ich teile mein Zimmer mit der Frau vom Dekan. In 2 Minuten hat man mich in den Rollstuhl gegeben und das Zimmer mit der Dekan. Und da wurden wir ganz wie 2 Teenager. Also ich habe mich noch nie so schlecht benommen in einem Krankenhaus. Dieser Arzt war so frech und arrogant und unanständig und taktlos, dass er einfach alle unsere negativen Seiten herausgebracht hat. Und ich habe immer gedacht, ich habe jetzt nicht mehr Negatives, ich war ja an vielen Workshops, also ich bin fast perfekt. Und als dieser Arzt, als ich dem seine Schritte gehört habe, den Korridor runterzukommen, habe ich dieser Frau Dekan sofort einen Stupf gegeben. Dann haben wir schnell eine Zigarette rausgezogen, dann saßen wir so da, jedes Mal, als er reinkam. Und der kam nicht mehr ins Zimmer. Und das war für mich ein wirklich wunderschönes Erlebnis. Weil nach 2,5 Tagen haben wir uns beide abgeschrieben vom Krankenhaus. Wir haben gewusst, dass wir nicht gesund werden könnten so. Es war gar keine Liebe, keine Empathie, kein nettes Wort. Jede Stunde hat man uns aufgeweckt mit einer Taschenlampe in die Pupillen, um zu schauen, ob die Pupillen noch reagieren. Und dann habe ich der Krankenschwester gesagt, bitte, bitte, ich muss 2 oder 3 Stunden schlafen, 2 Tage und 2 Nächte, wird man jede Stunde geweckt, kann doch ein Mensch gar nicht gesund werden. Ja, das geht nicht, das sind Befehle. Da habe ich genau gewusst, von wem die Befehle kommen. Und dann habe ich sie noch einmal gebetet, ob sie vielleicht mit Musik ins Zimmer reinkommen kann. Wenn man ein bisschen Mozart hört, würde man gerne aufwachen. Nein, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, ja, können Sie vielleicht pfeifen? Nein, das geht nicht. Sie wurde immer sauer. Und dann habe ich gesagt, ich kaufe Ihnen eine Schweizer Musikdose. Da muss man nur drehen, man muss kein Musikgehör haben. Nur ein bisschen Musik, vielleicht ging das besser dann zum Aufwachen. Nein, das geht nicht. Am nächsten Morgen haben wir uns abgeschrieben und sind beide zusammen abgereist. Und ich wohne in den Bergen und da bin ich jeden Tag klettern gegangen. Und nach 48 Stunden war ich so
Jetzt kann ich wieder klettern und bin total gesund. Es kommt wahnsinnig sehr auf nicht nur die Einstellung der Kranken an, aber auch die Einstellung der Leute, die die Kranken pflegen. Wenn eine einzige Krankenschwester dort ein bisschen lieb und verständlich gewesen wäre und hoffentlich auch im Heimlichen ein bisschen geraucht hätte, hätte es uns sehr viel geholfen. Ich weiß schon, dass Rauchen furchtbar ungesund ist, das weiß ich natürlich, ich bin ja auch Ärztin. Aber wenn jemand Gewohnheiten hat, 40 Jahre lang, kann man nicht erwarten, dass nur mal jemand jetzt sagt, du hörst jetzt auf, dass man dann einfach aufhört. Wenn der gesagt hätte, ich helfe Ihnen einfach immer 2 weniger im Tag, irgendeine nette Geste, ich werde Ihnen helfen, das aufzuhören, wäre ich sofort, hätte ich mitgemacht. Und jetzt rauche ich 2-mal lieber. Das ist natürlich schlecht, aber bis so in 5 oder 10 Jahren höre ich dann auch auf damit. Man muss sich vorstellen, bei der Krankenpflege müssen Sie sich vorstellen, dass die Menschen nicht nur aus einem Körper und aus einem Gehirn existieren. Unser Schema für Menschen ist, dass ein Teil, der erste und wichtigste Teil für die Spitalpflege, für schwerkranke Menschen besteht aus dem Körper. Früher hat die Medizin sich nur mit dem Körper befasst und noch ein bisschen mit dem Gehirn und dem Intellekt, aber relativ wenig. Im ersten Lebensjahr und auch im letzten Jahr ihres Lebens ist der Körper der wichtigste Teil, mit dem sie sich befassen müssen. Vom 1. bis zum 6. Lebensjahr kommen die Emotionen. Nach 6 Jahren der Intellekt wird mehr und mehr entwickelt und nachdem man Teenager ist, dann sagt man das auf Deutsch, oder? Kommt der geistige Quadrant. Und der wird furchtbar vernachlässigt in der Medizin und überhaupt im Leben. Wenn Sie Menschen gesund machen wollen, und das haben wir jetzt den ersten Erfolg gehabt mit unseren AIDS-Patienten, wir haben die ersten AIDS-Patienten gesund gemacht. Und zwar kann man das nur machen, wenn man Körper, Emotion, Intellekt und geistige Quadrant mit berücksichtigt. Wenn Sie eine nächste Generation großziehen würden, würde ich sagen, Sie müssen im ersten Lebensjahr einfach die Kinder ganz, ganz viel berühren. Nicht nur beim Stillen, aber beim Stillen speziell, dass man sie ganz nah an sich hat. Und das wussten noch die alten sogenannten primitiven Kulturen. Die haben ja alle ihre Babys auf dem Rücken getragen oder so in einem Pouch davor, damit sie ganz viel Körperkontakt hatten. Was ich sage vom ersten Lebensjahr ist ebenso wichtig im Alter. Alte Leute, speziell in Europa, wo man so steif ist. In Amerika gibt man sich viel schneller eine Umarmung. In Europa müssen die alten Leute viel, viel mehr berührt werden. Die müssen umarmt werden, die müssen ganz viel Körperkontakt haben. Und das haben die alten Leute hier nicht. Und Leute, die alt werden, ohne dass sie berührt werden, oder nur beim Wickeln ein bisschen den Körper so herumschupfen, die werden ganz schnell senil. Und es gäbe ein ganz einfaches Mittel, das wir jetzt sehr Propaganda machen in Amerika, dass wir Altersheime bauen, wo Toddlers, wie sagt man Toddlers, so von 1 bis 3, 4 Jahre, dass die arbeitenden Eltern, wo Mutter und Vater arbeiten, dass sie ihre Kleinkinder in dieses Altersheim bringen, wo dann eine Großmutter oder ein Großpapi so ein Kind adoptieren, nicht legal adoptieren, aber das ist mein spezielles Kind und die müssen als einzige Bezahlung, um in diesem Altersheim zu wohnen, ein Kind furchtbar verwöhnen. Nicht Sachen kaufen, aber die nehmen die auf die Knie, die erzählen ihnen Geschichten von den alten Tagen, von Irland, von Schottland, von Österreich, von der Schweiz, wo die immer herkommen. Und sogar die senilsten Leute haben noch ein Gedächtnis für ganz, ganz frühe Zeiten. Und das Schöne ist, dass die Kinder dann lernen, was bedingungslose Liebe heißt. Und die alten Leute werden nicht senil, weil sie gebraucht werden. Sie haben kleine Kinder, die sie berühren. Und je mehr Runzeln die alten Leute haben, desto lieber haben die kleinen Kinder die Leute.
die spielen auf diesen Runzeln. Und jede Runzel ist natürlich eine Lebensgeschichte. Und wenn sie sogar noch, wie sagt man denn, Pimpels haben, diese runden, roten, hässlichen Dinge, kleine Kinder haben die wahnsinnig gern, die spielen Klavier auf diesen Tasten. Und das ist ein wunderbares Geschenk und Sie müssen Altersheime sehen, wo kleine Kinder jeden Tag reinkommen. Das ist ein Geschenk vom Himmel. Und das Wichtigste, dass es ist, dass die alten Leute wieder berührt werden von Kinderhändchen, die die Runzeln gerne haben. In Amerika braucht man ja 16 Billionen $, um Runzeln flach zu machen. So eine Stupidität. Ich glaube, so stupid ist man in Europa noch nicht. Wir müssen nicht alle schlechten Dinge von uns lernen. Ne? Wenn man die Kinder ganz viel berührt im ersten Lebensjahr, so viel wie möglich, dann zwischen dem 1. und 6. Altersjahr kommen die Emotionen dran und da entwickeln die Kinder sich total unnatürlich. Und das stimmt auch für hier, weil alle natürlichen Emotionen, die Trauer, die Wut, die Eifersucht, wird sofort alles negativ behandelt. Wie hat man sie behandelt, als sie als kleines Kind geweint haben? Was hat man ihnen gesagt? Zwischen dem 1. und 6. Altersjahr. Ja, bist eine Heultante, jetzt heulst du wieder, was ist los mit dir? Jungen, die heulen sowieso nicht. Oder wenn du nicht aufhörst zu heulen, dann gebe ich dir was zu heulen. Und das stellt natürlich ein Kind sofort ab. Jedes Kind, das nicht weinen darf zwischen dem 1. und dem 6. Altersjahr, das nicht einfach richtig traurig sein kann und trauern darf und weinen darf, wird total voll Selbstmitleid später. Und wissen Sie, wie Erwachsene aussehen, die sich marinieren in Selbstmitleid? Das ist furchtbar. Also da will niemand um diese Leute herum sein. Jeder, der sich mariniert in Selbstmitleid, der wird auch körperlich spätere Konsequenzen haben. Trauer, die heruntergedrückt wird, die man nicht rauslassen darf, ganz natürlich. Das ist ja ein Geschenk vom Himmel, wenn man weinen darf. Also wenn das negiert wird und das nicht rauskommen darf zwischen dem 1. und 6. Altersjahr, die haben furchtbar Mühe später. Nicht nur Mühe, wenn jemand stirbt in der Familie, wenn irgendein Verlust ist. Die haben immer Lungen- und GI-Symptome. Sie können sogar einen schweren Asthmaanfall in den Bergen, wo sie keine medizinische Hilfe haben, können sie abstellen, wenn sie den Leuten etwas furchtbar Trauriges erzählen, damit die weinen. Sie können ihnen nachher, wenn sie wieder im Tal unten sind, sagen, die ganze Geschichte war nicht wahr. Ich habe das nur gemacht, damit sie weinen. Das ist das beste Mittel. Sie müssen solche Dinge daran erinnern, dass alles Unerledigte, das sind unerledigte Dinge. Unerledigte Geschäfte hat immer noch eine körperliche Konsequenz. Immer. Das ist natürlich und das ist unnatürlich. Das. Was hat man ihnen gesagt oder getan, wenn sie Wut hatten als kleines Kind? Ein richtigen Wutanfall, was ist passiert mit ihnen? Das erinnern sich noch gut. Was für Mordinstrumente hat man genommen, um sie zu schlagen? Sie müssen sich mal eine Liste machen, was man mit kleinen Kindern tut. Wenn die einen ganz normalen Wutanfall haben, was ja ein Geschenk vom Himmel ist, das lehrt ja die Kinder, Nein zu sagen, Selbstbewusstsein zu haben, Selbstvertrauen zu haben. Wenn das klein geschlagen wird als kleines Kind, wird man zu Hitler. Und ist in jedem von uns ist ein Hitler. Und wenn man das rauslassen darf als kleines Kind, dann werden sie zu einer Mutter Teresa. Und das ist ihre Auswahl. Und das müssen sie ganz früh, je früher, desto besser loslassen. Dann kommt es zur Rache, zur Revanche, wie sagt man das auch, Revanche? Zu Hass. Und das tötet mehr Menschen als irgendetwas anderes. Das macht sie krank, wenn sie das lange in sich herumtragen. Angst ist auch eine natürliche Emotion
Aber es gibt nur zwei natürliche Ängste. Vor was haben Sie Angst? Ich brauche ungefähr 200. Sie müssen laut sagen. Vor Schmerz, vom Sterben. Mäusen. Also 100.000 Ängste sind total unnatürlich. Es gibt nur zwei natürliche Ängste. Eins von hoher Stelle runterfallen und das andere, wenn plötzlich jemand hinter mir schießt. So ein plötzlicher Knall, da machen alle so. Das ist für Lebenserhaltung. Alle anderen Ängste hat man später gekriegt von den Erwachsenen. Die müssen sie loswerden, weil das macht sie krank. Eifersucht ist ganz natürlich. Ich bin mit Zwillingen groß geworden, da waren wir oft eifersüchtig. Wenn man das nicht klein macht bei Kindern und sie blöd hinstellt, dann wird das ganz natürlich. Das hilft Kindern, ältere Kinder nachzuahmen, Musik spielen, lernen, tanzen, Eislaufen, Skifahren, singen, einen Vortrag halten in der Öffentlichkeit. Das ist ein ganz natürlicher Stimulant, sagt man das. Das stimuliert Kinder, dem nachzueifern. Wenn es negativ gemacht wird, wird es zu Neid und zu Competition. Wie sagt man Competition? Konkurrenz, einfach etwas Hässliches. Und die Liebe ist das größte Problem. Liebe, das kennt man überhaupt nicht mehr, weil fast alle Leute werden groß. Ich hab dich lieb, wenn du gute Schulnoten nach Hause bringst. Ich hab dich lieb, wenn du. Und wenn man lieb hat, ist es eben keine Liebe, weil das führt zur Prostitution. Und wir sind fast alles Prostituierte. Die meisten Leute tun so vieles nur, um geliebt zu werden. Und das ist keine Liebe, es lohnt sich nicht. Liebe ist total bedingungslos und das lernen nur kleine Kinder, am besten von einer Großmutti oder von einem Großpapi, wenn sie es ganz, ganz früh lernen. Wenn sie am Ende ihres Lebens sind, werden sie vieles wissen, was man eigentlich viel früher hätte lernen sollten. Dass man den Kindern beibringt, dein Wille, nicht mein Wille, das verstehen ja fast alle Leute. Was man uns nie beigebracht hat in meiner Generation, ist zu deiner Zeit, nicht zu meiner Zeit. Und das führt zu sehr viel Ungeduld und man will etwas beschleunigen, dessen Zeit einfach nicht reif geworden ist. Wenn Sie lange mit Sterbenden arbeiten, merken Sie, dass alle Tragödien in unserem Leben hängen von all diesen Dingen ab. Also wenn Sie Kinder großziehen und Glück haben, noch im Alter zu sein, kleine Kinder zu haben, sollten Sie den Kindern beibringen, dass all diese natürlichen Emotionen müssen ausgedrückt werden und die werden dann ganz natürlich und nicht, was wir nennen, normal. Normale Leute brauchen Psychiater, aber natürliche Leute werden nie einen Psychiater brauchen. Sie haben dann auch keine Ängste, weder vor dem Leben noch vor dem Sterben. Und dann, wenn sie natürlich großgezogen würden, dann hätten sie Freude am Lernen, dann wäre jede Schule ein Abenteuer und dann hätten sie eben Lust, etwas zu lernen. Und dann im Teenager wird dann der geistige Quadrant geöffnet und dann fängt das Leben erst richtig an. Wenn der geistige Quadrant offen ist, dann stellen sich eben Fragen über das Leben, wer komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn des ganzen Lebens, warum müssen so viele Leute durch so viele Tragödien hindurchgehen und andere haben es so einfach. Und wer diese Sprache versteht, die Sprache des geistigen Quadranten, das sind eigentlich die einzigen Leute, die ganz schwer behinderte Menschen verstehen, die auch mit autistischen Kindern, die nicht sprechen können, ganz sich verstehen können. Und das sind die Leute, die damit Sterbenden wunderbar umgehen können, weil sie die Sprache der Sterbenden verstehen.
Leute, die am Sterben sind, die eine furchtbare Tragödie haben. Oder ich denke an Eltern, deren ihre Kinder ermordet wurden, alle zusammen, nicht nur eines. Und die machen ja furchtbare Tragödien mit. Und niemand will mit ihnen sprechen und niemand kann ihnen helfen. Und die glauben auch, dass es keinen Menschen gibt, der ihnen helfen kann. Und ich habe in den letzten 12 Monaten hatte ich 3 Ehepaare gehabt, wo eines der Ehepaare, die alle Kinder umgebracht hat und sich dann selber das Leben genommen hat. Und die überlebenden, wie sagt man denn, die überlebenden Partner, die sind natürlich in einem furchtbaren Zustand, weil von einem Moment auf den anderen haben sie eine ganze Familie und dann niemand mehr, und zwar auf so furchtbare Weise. Alle Leute, die furchtbar schwere Schicksale haben, die werden Ihnen nicht darüber sprechen können, so auf Deutsch oder Französisch oder Englisch. Die brauchen alle eine symbolische Sprache. Und jeder Arzt, jeder Seelsorger, jede Fürsorgerin, jede Krankenschwester muss die Sprache der Sterbenden verstehen. Das ist die symbolische Sprache. Und da gibt es 2 Sprachen, die symbolisch-verbale und die symbolisch-nonverbale Sprache. Die symbolisch-verbale Sprache muss ich nicht besonders betonen, weil das einfachste Beispiel ist, was Christus gebraucht hat, wenn er Gleichnisse gebraucht hat. Der war nämlich ganz klug. Der hat genau gewusst, dass vor 2000 Jahren die Leute waren noch nicht bereit, all diese Lektionen aufzunehmen. Aber er wusste doch, dass er jetzt nicht mehr warten kann. Er muss es jetzt rausbringen. Und dass einige von den vielen, vielen Tausenden, die ihn sicher gehört haben, haben gewusst, von was er spricht. Und deshalb hat er Gleichnisse gebraucht. Und die Ohren hatten zu hören und auch Augen gehabt haben, die sehen konnten, haben genau verstanden, was er beibringen wollte. Die anderen Leute, nach 2000 Jahren, wissen Sie, wie viele Leute sich noch die Haare kratzen, um herauszufinden, was er damit gemeint hat? Das sind einfach die langsamen Schüler, die langsam lernen. Und genau so machen sterbende Kinder. Die schauen sich so die Leute an, die um sie herum sind, die Krankenschwester, die Ärzte, die Familie, und die wissen ganz genau, wer in ihrer Umgebung offen ist zu hören, dass sie eben wissen, dass sie sterben. Und niemand, ganz wenig Erwachsene glauben, dass ein 3-, 4-, 5-jähriges Kind ganz genau weiß, da drinnen, nicht da, dass sie sehr bald sterben. Und die müssen das einem Menschen beibringen können. Die müssen mit jemandem darüber sprechen können. Und um sicher zu sein, dass sie ehrlich sind, dass sie richtig gelesen haben, versteht man das? Gelesen hier, nicht hier. Dass sie wirklich wissen, von was das Kind spricht, brauchen diese Kinder eine symbolische Sprache, wie Gleichnisse. Und sagen ihnen etwas, und wenn sie nur wie ein Psychiater den Kopf schütteln, aber keine Ahnung haben, von was das Kind spricht, dann wird das Kind sofort wissen, dass sie nicht ehrlich sind, wird nichts mehr mit ihnen teilen. Und wenn sie eine Ahnung haben, dass das Kind von seinem eigenen Sterben sprechen will, aber sie sind nicht ganz sicher, ob sie es doch richtig verstanden haben, dann müssen sie es übersetzen, so wie sie es verstanden haben. Und dann wird sie das Kind korrigieren, 5, 6, 7, 10 Mal, bis sie ganz genau wissen, von was es sprechen will. Versteht man meine Sprache? Versteht ihr, wie ich das meine? Es gibt keine Kinder, die Hoffnung aufgeben, auch wenn es ein bisschen langsam geht bei ihnen, zu verstehen, was sie ihnen sagen möchten. Und es ist ein wunderbares Erlebnis, wenn sie mit zu sterbenden Kindern arbeiten, auch ganz kleine Kinder. Die andere Sprache, die ist ein bisschen einfacher, und das haben wir von Jung gelernt. Der hat uns erzählt von den Zeichnungen, von spontanen Zeichnungen, und das brauche ich sehr viel bei kleinen sterbenden Kindern, jetzt natürlich auch mit den vielen, vielen AIDS-Baby, die jetzt langsam ein bisschen älter werden können und schon zeichnen können. Diese Kinder müssen Sie nur fragen, mach mir eine Zeichnung. Sie sagen nicht von was Sie zeichnen brauchen. Sie geben Ihnen eine Schachtel Farbstifte, ein Blatt Papier, mach mir eine Zeichnung. Da sagt mir eine Mutti, weißt du, unser Kind hat Krebs oder unser Kind hat einen Hirntumor
oder hat eine schwere Leukämie, aber wir sprechen nicht vom Sterben und unser Kind weiß nicht, dass es Krebs hat. Das glauben Sie nicht. Es gibt keinen Menschen, der im geistigen Quadranten, das ist da drin, nicht ganz genau weiß, dass seine Tage gezählt sind. Und wenn diese Kinder dann mit den Eltern nicht sprechen können, mit niemandem sprechen können darüber, dann kommen sie mit einem Blatt Papier und einem Farbstifteschachtel und sagen, jetzt machst du eine Zeichnung und die zeigen wir dann der Mutter oder dem Vater oder wer da in der Familie ist. Und in 10 Minuten können Sie zeigen, ganz genau der Mutter und dem Vater, dass das Kind alles weiß, worüber die nie sprechen konnten. Und verstehen Sie, wie schön das ist, wenn die ganze Familie mal darüber sprechen kann. Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel darüber. Ich war vor 2 Jahren in der Schweiz, eine Vorlesung gehabt und da kommen nach der Vorlesung immer ziemlich viele Leute, die wollen noch etwas, aber man muss immer ein bisschen im Publikum herumschauen, weil die ganz dringend, wie sagt man denn, Leute, die es dringend nötig haben, sind viel zu schüchtern, um sich so hervorzumachen. Und wenn Sie dann im Publikum schauen, sehen Sie die Leute, die es ganz dringend nötig haben und die gar nicht darauf kommen würden. Und da sah ich einen Mann, der war total verzweifelt, einfach ein personifizierte innere Schmerzen. Und dann ging ich da runter und ging auf ihn los und habe gesagt, aber Sie müssen es doch rausbringen lassen. Und dann hat er gesagt, hier, und das heißt so vor 2000 Leuten, ist natürlich nicht eine Umgebung, wo man gut sprechen kann. Und dann habe ich den dummen Fehler gemacht, habe gesagt, wir können ja in die Büsche gehen. Und das hat ein bisschen komisch getönt, muss ich zugeben, aber ich habe es nicht so gemeint. Aber dieser Mann hat dann ein bisschen gelächelt. Was sagt Ihnen das? Das ist auch eine Sprache. Was sagt Ihnen ein Mann, der in totalen Schmerzen ist und über so einen blöden Sprachfehler ein bisschen lächeln kann? Was bedeutet das für Sie? Hoffnung. Wenn jemand noch lächeln kann mitten in Schmerzen, hat er eine gute Prognose. Da habe ich auch gelächelt und ich ging mit ihm in die Büsche. Und außerhalb dem Hörsaal waren Büsche und wir haben uns dort in den Büschen versteckt. Und dieser Mann hat mir gesagt, dass sein einziger Sohn, 15-jährig, wurde diagnostiziert mit Sarkoma vom Bein. Der Arzt hat den Eltern gesagt, dass man das Bein amputieren muss, aber dass die Prognose furchtbar schlecht ist und dass er ziemlich sicher sterben muss. Und dieser Mann war total wahnsinnig traurig. Aber was ihn noch viel trauriger gemacht hat, ist, dass er seine Frau vor 2 Jahren verlassen hat, um eine andere Frau zu heiraten mit 4 Kindern. Und hat ziemlich wenig Kontakt gehabt mit seiner ersten Frau und seinem einzigen eigenen Sohn. Und er war total überzeugt, dass der liebe Gott ihm das als Strafe geschickt hat und dass jetzt sein einziger Sohn sterben muss, um ihn zu bestrafen, weil er konnte nicht legal geschieden werden, weil er Katholike war. Und also nach religiösen Standpunkten hat er ja in Sünde gelebt, sage dir dem, oder? Und er war total überzeugt, dass das der Herrgott ihm als Strafe geschickt hat. Und wir standen da zwischen den Büschen, habe ich ihm gesagt, weißt du, ich kann dir nicht helfen, weil ich kenne nur einen Herrgott, der bedingungslose Liebe ist, personifiziert. Ich kenne keinen strafenden, revanche-süchtigen Herrgott, das gibt's nicht in meinem Lebenserfahrung. Ich kenne nur einen von total, absoluter, bedingungsloser Liebe. Damit kann ich nicht helfen. Aber mit dem Sohn kann ich helfen, mit dem Sohn mit dem Krebs im Bein. Dann haben wir abgemacht, nächsten Morgen um 10 Uhr im Hotel, er soll Farbstifte und Papier bringen. Und dieser 10-jährige Sohn wurde auch vom Arzt gesagt, dass er nur einen Virus hat. Und hat den Eltern befohlen, nie das Wort Krebs oder Amputation oder Chemotherapie zu erwähnen. Sie sollen dergleichen tun, als ob das Kind nur einen Virus hat. Das kann ich auch nicht. Wenn man mit einem Kind nicht ehrlich ist,
kann man ja überhaupt nicht mit ihm über wichtige Dinge sprechen. Habe ich ihm gesagt, das kann ich ihm nicht bestätigen, dass man ein Kind so behandeln soll. Ehrlichkeit ist das Allerwichtigste im Leben. Aber ich will ihm zeigen, anhand von Zeichnungen von seinem Sohn, dass das Kind genau weiß, dass es etwas sehr Schweres hat. Und dieser Junge kam um 10 Uhr mit dem Vater und hat eine Zeichnung gemacht. Ein ganz riesengroßer Baum hat dieser Junge gezeichnet. Ich mache es jetzt nur ganz kursorisch, weil wir so wenig Zeit haben. Und hier, und das war ein toter Baum. Es hat also keine Blätter und nichts, alles schwarz-grau, ohne Leben drin. Hier hing ein einziges Blatt und das sah mehr aus wie eine Träne oder ein allerletztes Blatt im Herbst, wenn der letzte Wind kommt. So hat das ausgesehen. Und hier war ein Riesenloch. Das war fast durchgefressen durch den ganzen Stamm hindurch. Und da mittendrin war so ein ganz ekliges Viech, so ein Tier, ein Käfer, der da inwendig angefressen hat am Stamm. Also man hat das Gefühl gehabt, noch 1, 2 Tage und dann wird das durchgebrochen. Weiß dieses Kind, dass es Krebs hat im Bein? Sehen Sie das? Wenn ein Kind so etwas zeichnet, so wie Sie das sehen von dort, wo Sie sitzen, ist das immer links, im linken Bein. Das ist links und das ist rechts. Und er hat im linken Bein dieses Sarkom. Dann ging ich ins Nebenzimmer, um dem Vater seine Zeichnung anzuschauen. Die war viel komplizierter. Und er hat dem Sohn gesagt, wir sind 10 Minuten weg. Er soll mir noch eine Zeichnung machen nach der Behandlung. Ich durfte ihm ja nicht sagen nach der Amputation oder nach der Chemotherapie, weil ich nicht dem Arzt reinpfuschen will. Man muss ja immer das respektieren, auch wenn man nicht einverstanden ist. Und ich versuche das jetzt hier zu zeichnen, damit wir es nebeneinander ein bisschen sehen können. 10 Minuten später hat er noch einen Baum gezeichnet und der war total, aber total voller frühlingsgrüner Blätter. Also tausende von kleinen Blättern, wie im Frühling nach dem ersten Frühlingsregen. Hier saß ein ganz dicker Vogel, sieht aus wie eine Maus jetzt. Die Maus hat mir Eindruck gemacht. War der dickste Vogel, den Sie vorstellen können. Der saß da und hat aus voller Seele gesungen. Und hier, also für eine Schweizerin natürlich, das war ein Genuss. Wissen Sie, was ein Flickplatz ist? Hm? Ein Flick. Wenn Sie sehen, wie es aussieht, wissen Sie, von was ich spreche. Wenn man ein paar Kniehosen flicken will, und zwar mit größter Präzision, da war so ein Flick. Ganz fantastisch, schön und präzise. Und da saß ein ganz dicker Vogel und der ganze Baum war voller grüner Frühlingsblätter. Muss dieser Junge amputiert werden? Wird er gesund? Das Einzige, was ich ihn gefragt habe, wir hatten wirklich nur 20 Minuten, ich habe gesagt, was macht denn dieser dicke Vogel hier? Und der Junge hat mich ganz erstaunt angeschaut und gesagt, ja, der hat doch diesen Käfer gefressen. So brauchen Sie Zeichnungen bei sterbenden Kindern. Auch Kinder, die nicht sterben. Wenn Leute ganz früh leiden, wenn kleine Kinder ganz früh leiden müssen, ob es jetzt Krebs ist oder AIDS oder eine furchtbare Tragödie, es werden ja 27% aller Kinder werden ja sexuell missbraucht. 27% unserer Bevölkerung. Da können Sie sich vorstellen, wenn Sie sich an diesen Apfelkuchen erinnern, den ich vorher gezeigt habe. Man kann ja gar nicht natürlich und gesund aufwachsen, wenn man schon als ganz kleines Kind körperlich, emotionell oder sexuell missbraucht worden ist. Das ist ja unmöglich, in einer Balance
zu leben und dann den geistigen Quadranten zu entwickeln. Deshalb wissen so viele Teenagers heute nicht mehr, was sie werden wollen, weil der geistige Quadrant kann sich gar nicht normalerweise entwickeln, wenn man Teenager ist in einer so negativen Bevölkerung, Welt. Wenn Kinder mit 6 Jahren schon Leukämie bekommen, oder noch vorher, oder ziemlich viel leiden, ob das jetzt sexueller Missbrauch ist oder körperlich hart zu Tod geschlagen sind oder Krebs haben, irgendeine Tragödie früh im Leben und viel leiden müssen. Was passiert? Und das ist ja das Wunder, wie der Herrgott den Menschen erschaffen hat. Die Kinder werden kompensiert ganz früh im Leben, dass der geistige Quadrant sich viel früher entwickelt als bei normalen Menschen, möchte ich sagen, bei Menschen, die so durchschnittlich groß werden. Und deshalb sind Kinder mit Krebs oder Kinder, die sehr früh leiden mussten, oder Mongoloide zum Beispiel, die schwer beschädigt intellektuell, nur normalerweise so ganz wenig Hirnfunktion haben, bei denen ist es umgekehrt, die bekommen so einen riesigen spirituellen, geistigen Quadranten. Und das ist ja das Schöne, wenn man mit Kindern arbeitet, die am Sterben sind oder die sehr viel gelitten haben. Das sind ganz weise Menschen, die können 6 Jahre alt sein, die sprechen wie 60, 80, 90-jährige Leute. Die wissen einfach alles. Nur ist ihre Sprache natürlich nicht wie Erwachsene. Aber wenn sie die symbolische Sprache verstehen, das sind eure Lehrer. Und ich bin ganz überzeugt, dass kleine Kinder, die ganz früh im Alter sterben, die kommen auf die Welt, um unsere Lehrer zu sein. Die lehren uns alles, was wir so 2000 Jahre lang nicht gelernt haben. Und diese Kinder brauchen dann die symbolische Sprache und die bereiten die Eltern vor auf ihr Sterben. Ich habe einen ganz goldenen Jungen gehabt, der ist mit 7 Jahren an Leukämie gestorben. Und ich habe ihn hier und da besucht, aber am anderen Ende von Amerika gewohnt. Und dann habe ich das weitergemacht am Telefon. Eines Tages hat er mir angerufen und gesagt, er wird jetzt sehr bald sterben. Er muss aber noch ungefähr 2 Wochen warten, weil seine Mutti noch nicht bereit ist. Hat wieder abgehängt. Dann habe ich die Mutter angerufen und habe gesagt, langsam wird es so schwer, dass sie vielleicht sehr, sehr bald bereit sein wird, ihn loszulassen, weil sie jetzt merkt, dass es einfach schwieriger und schwieriger wird. Und dann 2 Wochen später hat er mir wieder angerufen, und das sind sehr teure Anrufe, und hat gesagt, er hat ein Near-Death-Experience gehabt. Wie sagt ihr denn? Ein todesnahes Erlebnis, hat den lieben Gott besucht in seinem Sommerschloss und hat eine Kinderzeichnung gemacht vom schönsten Schloss, das Sie je gesehen haben. Das gibt nicht mehr in Österreich, so schöne Schlösser. Ein wunderbares Schloss, und er hat gesagt, das ist das Sommerschloss vom lieben Gott, und der liebe Gott hat ihm einen Stern gezeigt, der mit ihm gesprochen hat und gesagt, welcome back home, Cory. Ich wünsche dich, wie sagt man denn welcome back? Heißt dich willkommen. Und dann hat er gesagt, jetzt hat er keine Angst mehr vor dem Sterben, und sobald die Mutti bereit ist, wird er ihn loslassen können. Dann habe ich gedacht, jetzt hat nichts mehr zu tun, er hat jetzt keine Angst mehr. 2 Tage später ruft er nochmal an und sagt, er hat mich das Allerwichtigste vergessen zu fragen, was passiert mit meinem Hund? Dann habe ich gesagt, mit deinem Hund? Ja, du bist ja dumm, das war doch der Hund, der vor 2 Wochen gestorben ist. Wie antworten Sie einem 7-jährigen Kind auf eine solche Frage? Was würden Sie sagen? Lernt man nicht auf der medizinischen Fakultät. Der ist auch dort. Wie wissen Sie das? Sie dürfen nie etwas sagen, das Sie nicht wirklich wissen. Wir sind nämlich furchtbare Rescuers. Wir haben so eine Helferphilosophie, dass man den Kindern Sachen sagen will, die sie gerne hören. Und wenn sie das wirklich nicht wissen da drin, nur sagen wollen, um das Kind zu trösten, wird das Kind sie nie mehr etwas fragen.
Verstehen Sie den Unterschied? Die wissen ganz genau, ob sie das wissen oder nur glauben wollen. Deshalb muss man so ehrlich sein. Ich habe gesagt, das weiß ich nicht. Etwas weiß ich. Man muss fragen und wenn man fragt, bekommt man die Antwort. Ich habe gesagt, du musst immer fragen und wenn du ihn dann brauchst, dann wird der liebe Gott das schon wissen und der wird dann dort sein. Aber wenn du es nur willst, dann wird er vielleicht nicht dort sein. Dann hat es furchtbar lang gedauert an diesem Telefon und hat gesagt, ja, das ist gut genug für mich. So einfach sind die Kinder. 2 Tage später, einen Tag bevor er starb, hat er nochmal so ein Erlebnis gehabt. Dann hat er ganz selig angerufen und hat gesagt, weißt du, der Hund war nicht nur dort, aber er hat mit seinem Schwanz, wie sagt man, gewackelt. Ja, einen Tag später ist er gestorben. Sie müssen Kinderzeichnungen und Collagen anschauen. Es gibt Tausende von Teenagern, auch andere Altersgruppen, die sich planen, das Leben zu nehmen, weil es einfach nicht mehr geht. Die geben immer ein Zeichen vor dem Sterben. Und sehr oft sind das Collagen. Wenn Sie solche Collagen bekommen, sollen Sie dem lieben Gott danken, dass Sie auserwählt wurden von diesem Kind, diese Collage anzuschauen. Auch wenn Sie jung nicht studiert haben und die Interpretationen von Zeichnungen und Collagen nicht sehr gut kennen, schauen Sie, nehmen Sie sich 2 Minuten Zeit und sagen Sie, ich verstehe nicht viel davon, aber vielleicht kannst du mir das erklären. Dann werden Ihnen diese Kinder erklären, was in diesen Collagen ist. Und da ist ihre ganze Lebensgeschichte drin. Man kann die Zeichnungen nicht nur brauchen beim Sterben, wir brauchen sie auch bei Lebenden sehr, sehr oft. Und ich möchte Ihnen noch ein Beispiel zeigen von der Medizin der Zukunft. Wenn man nicht nur den Körper und die Emotionen und den Intellekt und das Geistige nicht einbezieht bei der letzten Begleitung von Sterbenden, in Hospizen zum Beispiel oder in Palliative Care Units, aber wo Sie das anwenden können, um zu wissen, welche Patienten auf welche Therapie ansprechen. Wir machen das jetzt sehr, sehr oft in Amerika, indem wir die Kranken fragen. Wir sagen ihnen die Diagnose ehrlich, man spricht nicht mehr von Tumoren, man sagt ihnen ganz ehrlich, was man gefunden hat. Und dann geben wir ihnen eine Empfehlung, zum Beispiel diese und jene Art Chemotherapie wird ihnen helfen. Und dann schauen Sie, wie die Leute darauf reagieren. Und dieser Mann, der hat ganz ein furchtbar trauriges Gesicht gemacht, statt glücklich zu reagieren, dass man eine Chemotherapie zur Verfügung hat. Und dann habe ich ihm gesagt, machen Sie mir eine Zeichnung, wie Sie sich Ihren Krebs vorstellen. Und dann hat er einen Mann gezeichnet, ich mache jetzt nur den Körper, der war total voller roter, konzentrischer Kreise, das waren seine Krebszellen. Rot ist immer ein Zeichen von Gefahr, wie beim Verkehrslicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt zeigen Sie die Chemotherapie, die der Onkologe empfohlen hat. Und er hat, ohne lange zu überlegen, hat er schwarze Pfeile gezeichnet, so wie die Chemotherapie auf diese Krebszellen einwirkt. Oder so haben wir gehofft. Würden Sie diesen Patienten auf diese Chemotherapie gerne nehmen? Von unserem akademischen Wissen ist das absoluter Blödsinn, weil diese Chemotherapie hat sehr gute Ergebnisse bei dieser Art Krebs. Aber irgendetwas wird das blockieren, weil die Chemotherapie geht an die Krebszellen heran, aber wird sofort wieder abgespickt, oder ich weiß nicht, wie man dem sagt. Dann habe ich den Mann gefragt, was hat ihm der Arzt gesagt von dieser Chemotherapie? Und er hat mir ganz schnell gesagt, der Arzt sagte mir, die Chemotherapie tötet die Krebszellen. Dann habe ich gesagt, ja. Und so wie ich ja gesagt habe, means go and get it. Warum wartest du? Und er wurde ganz traurig.
Dann habe ich irgendetwas, hat nicht geklappt. Dann habe ich ihn nochmals gefragt, hat er wieder gesagt, die Chemotherapie tötet die Krebszellen. Dann habe ich gesagt, ja, aber. Dann hat er durch mich hindurchgeschaut. Darf ich dir das sagen oder lacht er mich aus? Ich habe ihm direkt in die Augen geschaut. Dann hat er gesagt, wissen Sie, ich bin als Quäker, sagt mir dem so da, ich bin als Quäker groß geworden. Man hat uns vom ersten Tag an beigebracht, du sollst nicht töten. Ich kann nicht töten. Und er hat mich angeschaut, als ob ich ihn jetzt auslache. Und habe gesagt, das wäre ja wunderbar, wenn die ganze Welt das glauben würde und diese universellen Gesetze einhalten würde. Ich habe ihn fast umarmt, weil das so selten ist, dass jemand das wirklich ernst nimmt. Dann habe ich ihm gesagt, aber Sie müssen auch verstehen, ich bin Ärztin, ich will, dass meine Kranken gesund werden. Jetzt müssen Sie zuhören, die symbolisch-verbale Sprache. Ich habe gesagt, gehen Sie nach Hause und stellen Sie sich vor, wie Sie Ihre Krebszellen loskommen können, loswerden können. Dann hat er gesagt, gut, ging nach Hause. Eine Woche später kommt derselbe Mann wieder mit demselben Krebs, derselbe Onkologe, dieselbe Chemotherapie. Ich habe ihm nicht gesagt, ja, haben Sie sich jetzt das vorgestellt? Ich habe einfach gesagt, machen Sie mir noch eine Zeichnung. Sein ganzer Körper war voller kleine Zwerge. Aber die Krebszellen war ein Zwerg am anderen, goldige Zwerge. Ich zeige jetzt nur eines. Und jedes Zwerg hat liebevoll eine Krebszelle weggetragen. Das ist die Medizin der Zukunft. Verstehen Sie das gut? Es ist sehr wichtig, dass Sie die symbolische Sprache verstehen, weil Sie können mit dieser Sprache, kommen Sie an die Seele der Patienten, die viel, viel, viel mehr wissen, als Sie selber da oben wissen, weil Ihre Seele weiß alle viel mehr als unser Kopf. Versteht man das? Und wenn Sie als Arzt oder als Pfleger oder als Krankenschwester den Patienten so viel zutrauen, dass sie in Kontakt sind mit ihrem inneren Wissen, mit ihrer Seele und den Menschen die Möglichkeit geben, das innere Wissen ihnen mitzuteilen, dann können wir zusammenarbeiten. Versteht man das gut, wie ich das meine? Es wäre so schön, wenn man in der Zukunft so arbeiten wird. Und das machen wir jetzt mit sehr vielen Leuten. Nur um ganz kurz zusammenzufassen, was wir jetzt mit AIDS-Patienten machen. Ich habe ja versucht, einen Ort zu machen auf meiner Farm, um ein paar AIDS-Babys anzunehmen. Und die Leute haben dort natürlich auch furchtbar viel Angst, wollten mich erschießen, wollten mir das Leben schwer machen. Und die haben auch furchtbar Angst, dass ich jetzt AIDS importiere in mein kleines Bergtal. Und die wollten mich lynchen, wie sagt man denn? Ja, ich musste mit Polizei nach Hause gehen und jetzt nach 4 Jahren schießt man noch Bullets durch mein Fenster. Die wollen einfach absolut sicher sein, dass ich kein einziges Kind annehme. In der Zwischenzeit haben wir eine große Propaganda gemacht für Menschen, die keine Angst haben. Und das ist ihre Aufgabe in der Zukunft, dass sie ihre Ängste loswerden und dass sie alle ihre Entscheidungen nur aufgrund von Liebe fällen und nicht aufgrund von Angst. Leute, die alles aufgrund von Liebe ihre Entscheidungen machen, die müssen keine Angst haben. Und jetzt haben wir versucht, Familien zu finden, die diese Kinder adoptieren. Und wir haben 154 Familien in ganz wenigen Monaten gefunden, die diese Babys adoptieren wollen. Und Babys, die adoptiert werden, ganz jung, also nicht nach 2 Jahren in einem Krankenhaus. Zwar je jünger, desto besser. Die können gesund werden. Wir haben 2 Babys, die mit AIDS auf die Welt gekommen sind, positiv. Nach einem Jahr sind die jetzt negativ geworden. Und mein Wunderfall ist von Österreich, und das muss ich Ihnen erzählen. Ging ich eine Mutter besuchen, die hat gerade ein Baby adoptiert, das AIDS hatte. Und der hat alles gehabt, was ein Mensch haben muss, um total und vollkommen zu leben.
Die hat Liebe, die hat unverschämten Glauben, echten Glauben und hat Hoffnung gehabt. Und mit Liebe, Glaube und Hoffnung geht alles. Diese Frau hat so viel Liebe in sich gehabt. Das einzige Unglück in ihrem ganzen Leben ist, dass sie nie in Hoffnung kam, sagt man dem auch auf Deutsch. Die hat einfach kein Kind kriegen können. Und so nach vielen Jahren ohne Kind hat sie dann an die Maria sich gewendet, weil Maria ja auch eine Mutter war, die hat es auch schwer gehabt, hat auch einen Sohn in jungen Jahren verloren und die weiß, was es heißt zu leiden. Hat sich also direkt an die Maria gewendet und hat der Maria einfach, das tönt nicht richtig, ich wollte sagen, in die Schuhe geschoben, sie soll ihr jetzt ein Kind suchen. Kann man das sagen? Also ihr versteht schon, wie die das gemacht hat. Die hat einfach gewusst, dass die Maria hilft. Und die hat gefragt, die Maria soll ihr ein Kind finden und was sie immer findet, es muss ein Kind sein, das ganz grenzenlos viel Liebe braucht. Und hat sehr inbrünstig gebetet und eine Woche später kommt ein Anruf vom Krankenhaus, die haben ein Kind für sie. Und die Mutter war selig, also glückselig, und das Krankenhaus hat ihr gesagt, ja, aber das Kind hat AIDS. Und die Mutter wollte gar keine Details wissen. Wenn die Maria das für mich gefunden hat, ist das eben ein Kind, das ich aufnehmen muss. Und das Krankenhaus hat geglaubt, die ist ein bisschen doof, die weiß nicht, was sie da auf sich nimmt und hat so lange Reden geschwungen. Die hat gesagt, machen Sie es kurz, ich komme mit dem Auto das Kind abholen. Um eine ganz lange Geschichte kurz zu machen, die wollten ihr fast das Kind nicht geben. Sie hat aber insistiert und hat das Kind mit nach Hause genommen. Und alle 3 Monate mussten die den Test wiederholen, war immer positiv. Und beim 4. Test, sobald sie zurückkamen in ihr kleines Dorf, kam der Anruf, Vater, Mutter und Kind müssen wieder zurück ins Krankenhaus. Und die Frau hat gesagt, das kann ich nicht, mein Mann verliert die Stelle. Man kann nicht einfach wieder 2 Tage frei machen. Ja, warum muss ich zurückkommen? Die wollten mir nichts sagen. Die hat einfach insistiert und dann hat man ihr gesagt, das ist negativ geworden. Und das Kind ist heute noch negativ. Und das Kind ist nur negativ geworden, weil die hat die Möglichkeit gehabt von Bonding. Wie sagt man dem auf Deutsch? Kleine Kinder brauchen 1 oder 2 Personen, mit denen ja, Bezugsperson, nicht so 12, 15 Personen wie in einem Krankenhaus. Und weil das Kind mariniert wurde in total bedingungsloser Liebe, ist das Kind heute gesund. Das Traurige an der Geschichte ist, dass die Nachbarn refusieren, dass das Kind mit anderen Kindern spielt, obwohl es bewiesen ist, dass es gesund ist und negativ. Und Sie können so eine Nachbarin sein, die dann das Kind zu sich einladet und es mit ihren eigenen Kindern spielen lässt. Und das ist das Wichtigste, das sie lernen müssen. Und jetzt sind wir an einer großen Wende, in einem Zeitalter, wo jeder Einzelne mitbestimmt, ob er zum Weizen oder zum Spreu gehört. Also sollten Sie alle Ihre Negativitäten loswerden. Und wenn Sie keine Negativitäten mehr haben, müssen Sie auch keine Angst haben vor dem Sterben. Weil beim Sterben das Einzige, was zählt, ist, wie viel Liebe am Mitmenschen Sie gegeben, wie viel Service, Dienst am Mitmenschen Sie gegeben haben und wie viel bedingungslose Liebe Sie nicht nur anderen, aber auch sich selber geben konnten. Und da sind wir Europäer noch sehr hinten nach. Wir lernen immer, man soll die Nächsten lieben, aber man vergisst, dass es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Geht also nach Hause und fängt an bei euch zu Hause, sich selbst zu lieben und dann in der Familie. Ich gehe jetzt ins Nachbarsaal hinein. Machen wir die Fragen jetzt oder nachher? Jetzt, 15 Minuten. Wer hat Fragen? Ist es nicht möglich, dass das Kind die Abwehrstoffe, also die danach gewissen werden, dass es die von der Mutter noch gehabt hat? Natürlich ist es möglich. Das ist bei vielen Kindern jetzt, wird das langsam so, dass viele Kinder in der Zukunft
dann negativ werden, als die von der Mutter mitbekommen haben. Das ist gut möglich. Aber wir haben 154 Erwachsene, die nicht auf dieser Basis gesund geworden sind, Erwachsene. Es kommt jetzt das Zeitalter, nein, die Zeit, wo wir AIDS-Kranke gesund machen können. Not with a medical model, aber mit Meditationen, Gebeten, mit allen möglichen alternativen Mitteln. Immer mehr jedes Jahr. Was könnte man fragen? Also, was könnte man fragen, die alten Leute, die immer reden vom Sterben wollen, aber ich spüre, dass sie nicht sterben wollen. Was würden Sie da als Antwort geben? Oder wie könnte man sie beruhigen? Es gibt Altersheime, wo ich auch nicht existieren möchte. Privat gibt es auch viele zu Hause, wo ich mir total unerwünscht vorkäme und nicht mehr so lange existieren möchte. Wenn Sie die Leute lieb haben und geduldig mit ihnen sein können und die Leute keinen Grund haben, würde ich den alten Leuten sagen, es muss halt irgendeine Lektion, die du noch lernen musst. Weil das Leben ist ja eine Schule, wo man kommt, um zu lernen und zu lehren. Und wenn man alles gelehrt hat und alles gelernt hat, kann man graduieren. Müssen Sie herausfinden, was Sie noch lehren oder lernen könnte. Und zusammen können Sie das vielleicht sogar herausfinden. Dann stimuliert das die Person ein bisschen. Ja, Frau Doktor, ich hätte eine Frage, und zwar, was empfinden Sie Wenn persönlich? Sie winken, dass ich Sie sehen, ich weiß nicht, was Sie sind. Ja. Was empfinden Sie persönlich beim Tod eines Kindes, das Sie vor seinem Sterben ihn betreut haben und eine ganz nahe Beziehung eigentlich zu seinem Kind aufgebaut haben? Was empfinde ich? Ja, ist das Trauer, ist das Glück? Ja, ich bin furchtbar traurig natürlich für die Eltern, aber für die Kinder kann ich nicht traurig sein, weil die haben einfach alles gelehrt, was sie gekommen sind zu lehren. Sie kennen ja mein Modell, das ich für die Kinder brauche. Das muss ich jetzt doch noch schnell zeigen. Das sind Erwachsene. Und das sind Kinder. Kinder haben furchtbar Angst vor dem Begrabenwerden, weil die am Fernseher sehen, dass man einen Großpapi in eine große Holzkiste tut und dann in die Erde und dann Erde drauf. Dann sage ich ihnen immer, es wird nur der Kokon, sagte dem auch Kokon, begraben, aber der Schmetterling ist schon frei. Ich sehe Kinder, die sterben eben dann schon als Schmetterling. Das sind kleine Kinder, das sind die Erwachsenen. Wir sprechen darüber auch mit kleinen Kindern, die haben die Schmetterlinge furchtbar gern. Also wunderschön, wenn ihr mal euren Kokon gelegt habt. Man ist jedes Mal natürlich ein bisschen traurig, wenn man so monatelang mit Kindern gearbeitet hat. Aber wenn die im Frieden und ohne Angst sterben können und auch sehr oft den Eltern unheimlich viel helfen. Und dann sehen sie die Eltern nach 5 oder nach 10 Jahren wieder und sehen, wie viel ihr Leben sich geändert hat wegen dem Tod dieses Kindes. Dann sehen sie das von einer ganz anderen Perspektive. Ich hätte eine Frage bitte, Frau Doktor, und zwar zu den Bildern, die Sie gebracht haben. Ich bin ja Laie, wie viele andere wahrscheinlich auch da. Und wie kann ich das lernen, dass ich das Bild richtig deute? Es gibt einen Kurs von einem Dr. Greg Firth. Und da können Sie der Eva Bacher schreiben, dann wird man Ihnen mitteilen, wann er nach Österreich kommt oder in die Schweiz, wo Sie so einen Kurs nehmen können. Es ist sehr einfach zu lernen. Wenn Sie selber nicht zu viel unerledigte Geschäfte haben, das im Weg ist bei dieser Pflege und auch beim Hören können von anderen Menschen,
ist das sehr einfach zu lernen. Greg Fürth heißt er. Und der zeichnet mir immer jeden Tag 3-4 Zeichnungen und bringt auch Sachen, was er bastelt. Und die tun eigentlich immer loben und mit dem Paar verfolgt man direkt mit die Sachen. Eine Mutter soll die Zeichnung von einem Kind nicht interpretieren. Sie sollte nicht eine Therapeutin werden für ihre eigenen Kinder, weil sie gar nicht objektiv sind. Nein, das ist nicht für ein Kind, das ist für einen alten Menschen. Das macht der alte Mensch. Ja, und was ist die Frage? Ja, er gibt jeden Tag mit so Zeichnungen und mit Bastelarbeiten und die soll es immer beurteilen, wie soll ich mich da am besten verhalten. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich, ja, schön, ja, nicht. Ja, Sie müssen fragen, was er von Ihnen erwartet. Er erwartet von Ihnen nicht eine Psychoanalyse. Der will einfach vielleicht sagen, ob er noch gut zeichnen kann oder ob er Ihnen etwas beibringen will. Das ist schwer zu sagen, wenn man das nicht sieht. Fragen Sie ihn doch, wenn Sie etwas nicht wissen, fragen Sie doch die Leute. Was haben Sie für Erwartungen? Das ist immer das Einfachste, eine direkte Frage. Eine Frage bitte. Könnte es... Wo sind Sie? Danke zurück. Könnte das Krebs nur eine Folgeerscheinung einer krankhaft geistigen Einstellung gegenüber dem Leben ist, oder was glauben Sie? Wenn ich die Ursache des Krebses wüsste, würde ich den Nobelpreis bekommen. Kann ich Ihnen unmöglich beantworten. Könnte es eine furchtbar negative Einstellung gegenüber dem Leben sein, oder? Negative Einstellung macht alle Leute krank, auf irgendeine Weise. Was sie säen, werden sie ernten, und wenn man lange genug negativ ist, wird es auch den Körper mit beeinziehen. Aber das gilt für alle Krankheiten. Es ist meistens so, oder ich kenne einen Fall, da ist es so, da haben die Familienmitglieder eines solchen Menschen mehr Angst vor dem Tod wie der Betroffene selber. Und ich glaube, es war manchmal fast besser, die betroffenen Menschen in Frieden und Ruhe sterben zu lassen, also als wie auf denen dauernd einreden und sie zu trösten. Die Familienangehörigen haben immer mehr Mühe. Das ist ja selbstverständlich, wenn das Leben so langsam die Kerze am Ablöschen ist, dann wird der Interessekreis immer kleiner und kleiner und kleiner. Dann stört man sich nicht mehr, wer jetzt der Präsident von der Schulkommission wird oder politische Person oder alles Mögliche. Der Interessekreis wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Und je kleiner er wird, desto näher man dem Tode kommt, desto mehr wird man introvertiert, und desto mehr findet man Antworten, die man früher überhaupt nicht, nie an die gedacht hat. Diese Vorteile haben aber die Angehörigen nicht. Die müssen noch an alle anderen Dinge denken. Und deshalb ist der Sterbende auch der beste Lehrer. Das sind die besten Lehrer, wenn sie zuhören können. Und trösten, was wollen Sie trösten? Wenn man den Übergang macht in das andere Leben, haben ja Frieden und Liebe, das gibt es nichts mehr zu trösten. Trösten muss man, wenn man nicht richtig gelebt hat und so viel Schuld und Scham und Angst das ganze Leben mit sich herumgeschleppt hat und plötzlich merkt, dass das ja sinnlos ist. Das ist das Traurige, wenn man nicht gelebt hat. Es war so, also der Mensch, der ist schon praktisch von den Familienmitgliedern schon praktisch im Sarg gelegen, obwohl er noch auf der Erde war, und der wurde dann verwöhnt und man hat ihm alles gemacht, also ich glaube nicht, dass das die ideale Einstellung ist. Ja, das macht man meistens, wenn man zu viel Schuld hat. Helfen Sie den
gehören, ihre Schuld und ihre unerledigten Geschäfte loszuwerden, dann müssen sie nicht so übertreiben. Wir arbeiten nie nur mit den Sterbenden. Die Familie wird immer mit einbezogen. Bitte eine Frage. Inwiefern glauben Sie, dass Ihre Zeichnungen und Symbole bereits von vornherein subjektiv beeinflusst sind? Also konkret, würden Sie die Zeichnungen anders beurteilen, wenn Sie die zeichnende Person nicht kennen würden? Also das haben die Jungianer sehr, sehr oft gemacht. Wir haben Hunderte, Tausende wahrscheinlich von Zeichnungen erhalten von verschiedenen Patienten von einem Krankenhaus, wo wir nicht wussten, welche Leute nur mit einem Knochenbruch im Krankenhaus sind, welche Leute sind im Krankenhaus mit einer sehr schweren Krankheit, mit Krebs oder so, und welche Leute sind gesunde Leute, die dort arbeiten. Und das Lesen, das richtige Interpretieren, das spielt gar keine Rolle. Wenn es ein richtiger Jungianer ist, der etwas versteht davon, können viele Leute nicht, das muss man schon lernen. Das sind ausgebildete Leute, die das machen. Also Sie haben da vorhin diese AIDS-Sache angesprochen und von dem Baby, das geheilt wurde. Also ich glaube, das müssten wir noch mehr in der Öffentlichkeit verbreiten, denn AIDS ist auch für meinen Augen nicht aussichtslos. Es ist heilbar. Es ist heilbar, ja, aber ich glaube nicht mit Medikamenten. Nein. Aber ich bin überzeugt, ich bekomme immer wieder die Eingebung, AIDS ist heilbar. Und Sie haben mir das als erster Mensch bestätigt, dass es bereits geheilte AIDS-Kranke gibt. Es gibt ein Buch in Amerika, das ist noch nicht auf Deutsch übersetzt, aber wenn Sie Englisch können, können Sie das besorgen von unserem Büro. Das heißt Beyond AIDS. Und das ist geschrieben von 2 AIDS-Kranken, die ich persönlich kenne. Die waren furchtbar schwer krank, also am Sterben, Hoffnung aufgegeben. Alle Leute sehen AIDS an wie eine hoffnungslose Krankheit. Und wenn man Patienten die Hoffnung wegnimmt, dann erfüllen sie eben die Erwartungen der Umgebung. Kein Mensch sagt diesen Menschen, dass sie gesund werden können. Wenn sie den Willen haben, an sich zu arbeiten, ist furchtbar schwierig. Es ist sehr schwer, Menschen beizubringen, die immer verachtet wurden als Homosexuelle, furchtbar schlecht behandelt wurden ein ganzes Leben lang, denen beizubringen, sich selber lieb zu haben und zu akzeptieren, wenn sie es überhaupt nie erlebt haben, ist sehr schwierig. Der eine Mann war ein bisschen hypertrophisch, wie sagt man das, ein bisschen intellektuell hypertrophisch, der hat überhaupt nicht an Geistheilung geglaubt oder an Hände auflegen oder meditieren oder visualisieren, gar nichts geglaubt. Nur was von einem MD, von einem Arzt geschrieben wurde, hat er geglaubt. Sein Freund war sehr geistig, intuitiv orientiert, der ging zu allen Heilern, zu allem Esoterischen. Und dem ging es ziemlich schnell besser. Und er hat immer seinem Freund gesagt, weißt du, solange du so kritisch bist, auch dir selber gegenüber, kannst du nicht gesund werden. Dann hat er ihm so durch die Blume gesagt, weißt du, du musst lernen, dich lieb zu haben. Und er hat gesagt, wie kann man so Kaposi-Sarkoma lieb haben, das sieht so ekelhaft aus. Und er war ganz bedeckt mit Kaposi-Sarkoma. Wisst ihr alle, was das sind? Das sind so violette, schreckliche Flecken. Und er hat ihm dann ganz diskret beigebracht, du musst Liebe schicken an diese Kaposi-Sarkoma. Und der ist in seinem Zimmer, ohne dass ihn jemand gesehen hat, hat er versucht, experimentiert. Zuerst hat er Symington ausprobiert mit Visualisieren und dann hat er Liebe geschickt an die Kaposi-Sarkoma und war total erschüttert, weil diese Kaposi-Sarkoma immer heller und heller und heller wurden und verschwanden. Und der ist jetzt gesund, hat keine Kaposi-Sarkoma mehr. Vielen Dank für Ausführungen. Es heißt Beyond AIDS, müssen Sie sich bestellen, wenn Sie Englisch lesen. Da bin ich sehr
Dann warten Sie noch ein Jahr, dann kommt es auch auf Deutsch. Wie helfen Sie einem Menschen vor dem Tode, wenn er am lieben Gott verzweifelt? Dann sage ich ihm, weißt du, du wirst ganz, ganz überrascht sein. Wenn Sie das da drin so sicher wissen, spielt es überhaupt keine Rolle, was für Worte die brauchen. Für mich ist der liebe Gott eine Personifikation von bedingungsloser Liebe und das sage ich einfach, was mir kommt und die wissen, dass ich das weiß, nicht nur glaube. Und das ist ansteckend. Frau Doktor, entschuldigen, da bin ich. Ungefähr. Ja. Hallo. Die Ängste sind so versteckt und sie kommen so heimtückisch und so. Und wenn man meint, sie sind weg, dann kommen sie wieder irgendwo. Ja. Was kann man dagegen machen? Könnte ich Ihnen auch ein Lied singen? Ich habe jahrelang diese Workshops gegeben, jahrelang geglaubt, ich habe jetzt keine Angst mehr, ich habe jetzt wirklich nicht mehr viel Unerledigtes. Und eines Tages hat mir jemand, sagen wir, den Knopf gedruckt, den falschen Knopf gedruckt, hat mir einfach auf etwas aufmerksam gemacht und ich hätte den umbringen können. Umbringen, nicht nur symbolisch, aber in Wirklichkeit. Und ich hatte keine Ahnung, woher das kam. Und dann ging ich zu meinen Kollegen, die ich alle trainiert habe. Mit einem Satz ist er darauf gekommen, woher das kam. Dann habe ich 8 Stunden lang geheult. Aber 8 Stunden lang alles rausgekommen, rausgelassen. Und dann, nachdem die Emotionen draußen sind, wir nennen das Externalisation, dann kommt Ihnen das Verständnis, woher das kommt. Und wenn Sie mal diesen Punkt erreicht haben, wo Sie die Ursache von Ihren unterdrückten Negativitäten kennenlernen, dann würden Sie keiner Fliege mehr was wehtun. Dann sind Sie auch ohne Ängste. Kommen Sie an meinen Workshop in St. Gerold, nächsten September 1990. Schreiben Sie der Eva Bacher, 60 Hartstraße, Basel, 40 52. Schreiben Sie einfach. Es hat noch Platz für ein paar Österreicher. Frau Doktor, ich hätte eine Frage an Sie. Sie haben in Ihrem Buch Leben nach dem Tod eine Erwähnung gemacht, und zwar, man hat ja immer Fragen an einen Partner, der einen verlassen hat, dass es eine Möglichkeit gibt, sei es im Traum oder, ja, im Traum, glaube ich, haben Sie erwähnt. Könnten Sie das ein bisschen ausführen? Dinge, die immer wieder gefragt werden. Dass man mit dem Kontakt sein kann. Genau. Wenn ich Fragen habe, frage ich, bevor ich ins Bett gehe, und dann bekomme ich die Antworten meistens am Morgen, wenn ich am Aufwachen bin. Wenn Sie ein Kind verloren haben, bei Kindern geht es am einfachsten, aber es geht auch bei Erwachsenen, sage ich den Eltern, sie sollen, wenn sie ihre ganz schwere Depression und Verzweiflung und die Selbstanklagen und Schuld weggeworfen haben, wenn sie ein bisschen weniger schwer sind, sollen sie mit ihrem Kind sprechen und sagen, es soll sie doch im Traum besuchen. Und ich brauche diese Sprache. Und dann am nächsten Tag kommt ein Anruf und da bekomme ich die ganz tollsten Geschichten. Ich muss Ihnen eine kurze Geschichte erzählen, bevor ich aufhöre. Ich hatte eine Mutter, die war eine katastrophale Mutter. Also wirklich katastrophal. Ihr einziges Interesse war, was denken die Nachbarn. Wissen Sie, diese perfekten Frauen, wo jede Locke am gleichen Platz ist und die Handschuhe müssen an die Schuhe passen und einfach diese perfekten Leute. Ich bin immer sehr skeptisch für so perfekt aussehende Leute.
Und das war so eine Frau, da war alles perfekt. Dieser kleine Junge musste so eine Schmetterlingskrawatte tragen, schon mit 4 Jahren, und eine Weste und eine Jacke, einfach furchtbar. Und dieses Kind durfte gar kein Kind sein und es durfte nie schmutzig werden und durfte nie einfach ein richtiger Junge sein oder mal dreckig sein. Und dieses Kind wurde so neurotisch, dass er in der Welt herumgegangen ist, immer mit dem Finger in der Nase. Und für diese wunderbare, proper Lady war das natürlich eine Katastrophe. Und die hat diesen Jungen einfach immer angebrüllt. Von morgen früh bis nachts hat sie ihn angebrüllt, also hat ihn klein gemacht und er wurde immer nervöser. Und dann am letzten Tag von seinem Leben ist er in der Wohnung herumgegangen mit dem Zeigefinger in der Nase und den Daumen im Mund zur gleichen Zeit. Das können sie alle nicht mehr. Da muss man sehr flexibel sein, um das zu machen. Und die hat einen hysterischen Anfall bekommen, hat ihn furchtbar angebrüllt, also das ist eine Schande, so ein Kind zu haben und was er ihr für Schande bringt. Und also hat einfach nicht mehr aufgehört, ihn so anzubrüllen. Und dieses Kind ist in der Verzweiflung dann rausgerannt aus dem Haus und von einem Auto tödlich überfahren worden. Also er war in einer Minute tot, hat überhaupt keine Gelegenheit mehr gehabt, ihn in die Arme zu nehmen oder sich um Verzeihung zu bitten. Es war also furchtbar. Und diese Frau, nach 1,5 Jahren kam sie nach einer Vorlesung da ins hintere Zimmer, immer noch mit schwarzem Schleier, schwarze Strümpfe, schwarze Schuhe, also ob gestern die Beerdigung gewesen wäre. Und ich weiß nicht, warum mir die Leute diese Frau geschickt haben. Ich bin keine Pflasterle, Frau Doktor. Wissen Sie so, wie schnell ein Pflasterle drauf macht, das kann ich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, sie war einfach eine furchtbare Mutter. Und bevor sie gesund werden kann, muss sie sich das zugeben. Dass das alles andere war für sie wichtiger und man muss wieder ehrlich werden. Und wenn sie das sich zugeben kann, dann kann sie beginnen zu heilen. Und ganz am Schluss, und ich war nicht sehr lieb mit ihr, ich nenne das Tough Love. Und das ist furchtbar wichtig. Und dann nachdem habe ich ihr gesagt, wissen Sie, wenn Sie nur wissen, was Sie für einen wundervollen Humor haben auf der anderen Seite. Die haben den goldigsten Humor und so viel Liebe, wenn Sie nur ein bisschen von dem erfahren könnten. Da würden Sie all dieses schwarze Zeug weglegen und bunte Kleider tragen und wieder anfangen zu leben. Sie können nämlich mit diesen schwarzen Kleidern Ihrem Kind nicht mehr im Leben zurückbringen. Und haben irgendetwas gesagt, sie soll mal, wenn sie das schwarze Zeug weglegen kann, soll sie mal mit ihrem Sohn sprechen und sagen, vielleicht kommt er sie besuchen im Traum. Am nächsten Tag ruft sie mir an, hat halb geweint, halb gelacht, ganz, also hysterisch, aber schön hysterisch. Und hat übers Telefon geschrien, stellen Sie, ich muss das auf Englisch sagen, imagine what this stinker did. Stellt euch vor, was dieser Stinker für mich getan hat. Der hat mich besucht mit dem Finger in der Nase und dem Daumen im Mund. Und solche Erlebnisse habe ich sehr, sehr, sehr oft. Die leben alle weiter und alle, die sie je lieb gehabt haben, werden auf euch warten, wenn ihr den Übergang macht. Das ist eine Tatsache, die wir absolut bestätigt haben, absolut. Da könnte ich noch 3 Stunden darüber sprechen. Überhaupt keinen Zweifel. Also lebt so, dass ihr euch darauf freuen könnt, dass ihr jetzt graduieren könnt. Sagt man immer so. That you can graduate. Eine noch und dann muss ich. Den sich so machen. So? Ja. Dürfte Sie was fragen, und zwar, was sagen Sie zu der bedingungslosen Liebe, wenn eine Mutter für 3 Kinder wegstirbt? Weil Sie so oft sprechen von der bedingungslosen Liebe von Gott. Ja, was wissen Sie, was diese Kinder davon lernen können? Sie wissen ja gar nicht, was das Schicksal für diese Kinder bereitet hat. Wie viele Kinder haben die Mutter verloren? Und wie viele liebe Menschen haben diese Kinder sehr oft aufgenommen. Oder vielleicht gehen sie deshalb auf den medizinischen Beruf oder werden Krankenschwester.
oder um irgendetwas, das sie überhaupt nicht daran gedacht hätten, wenn sie nicht die Mutter verloren hätten. Das wissen sie erst am Ende ihres Lebens, warum diese Dinge passieren. Es sind furchtbar viele schwere Sachen passiert in meinem Leben. Und damals habe ich mich geärgert und den Herrgott angeklagt. Ein gutes Beispiel ist meine eigene Mutter. Meine Mutter hat nichts als Liebe gegeben, war ein goldiger Mensch, die hat für alle alles getan. Und die hat eine große Schwäche, hat sie gehabt, die hat nie etwas annehmen können. Das war also furchtbar. Wenn sie Nachbarn haben ihr einen Zwetschgenkuchen, einen Apfelkuchen gemacht an einem Wochenende, musste sie am nächsten Wochenende auch einen Kuchen backen und den zurückbringen. Also es war pathologisch. Und wir haben alle meiner Mutter beibringen wollen, dass man muss auch lernen, mal anzunehmen und Danke zu sagen, sich freuen daran. Konnte sie nicht. Die einzige Angst, die meine Mutter hatte, also ich glaube das ganze Leben lang, solange ich mich zurückerinnere, dass sie in Englisch sagt man then to become a vegetable, dass man total abhängig wird. So mit einem Schlag und nicht mehr sprechen kann und gelähmt und die Leute müssen euch den Hintern putzen und einfach alles machen und essen, füttern. Und das war ihre große Angst. Natürlich hat meine Mutter einen Schlag bekommen und war 4 Jahre lang gelähmt. Kein einziges Wort konnte sie sprechen, nicht so viel bewegen, also alles, was sie befürchtet hat, ist wahr geworden. Und dann habe ich mit dem lieben Gott, er war nicht mehr ein lieber Gott, ich habe ihm alles gesagt, was ich von ihm gedacht habe, das durfte ich hier gar nicht wiederholen. Also ich habe eine furchtbare Wut auf diesen Gott gehabt, was ist das für ein Dreckkerl, so eine liebe Mutter, die so alles gegeben hat für andere Menschen, so muss diese Frau leiden. Und als sie gestorben ist, waren wir nicht mehr traurig, wir waren dann wirklich erlöst und froh. Und viele Jahre nach dem Tod von meiner Mutter habe ich noch einmal re-evaluiert, habe ich noch mal in Betracht gezogen, was ich jetzt über den Herrgott denke. Und dann plötzlich kam es mir, und es kam mir wirklich wie ein Licht aus dem dunklen Himmel, das ist der generöseste Mensch, der je existiert hat. Weil meiner Mutter hat er erlaubt, 76 Jahre lang zu geben und geben und geben und geben und hat nur 4 Jahre von ihr gefordert, anzunehmen. Versteht ihr das? Ihr wisst das nur am Ende des Lebens, warum bestimmte Dinge passieren. Jetzt konnte sie dann wirklich im Frieden sterben, weil sie beides gelernt hat, anzunehmen und zu geben. Verstehen Sie, wie ich das meine? Das merkt ihr alles erst nachher, warum gewisse Dinge passieren. Und wir müssen jetzt sehr viel lernen in den nächsten 10 Jahren, weil auch der Planet Erde hat AIDS. Und wir haben die Erde total zerstört und kaputt gemacht und überhaupt ohne Respekt und Liebe behandelt. Und das muss alles jetzt gut gemacht werden in den nächsten 10 Jahren. Und die Zukunft ist wunderbar. Für alle, ob ihr überlebt oder nicht, auf beiden Seiten wird es wunderbar sein. Aber in den nächsten 10 Jahren müsst ihr noch ein bisschen mehr bedingungslose Liebe praktizieren. Gute Nacht, Kyoti Gott. Meine Damen und Herren, ich würde bitten, dass die Besucher
auf der Galerie noch warten, bis Frau Doktor im kleinen Saal ist, damit wir nicht in ein großes Gedränge kommen. Ich wünsche allen einen guten Nachhauseweg. Wiederschauen.